ich noch im Nachbarland von Papua Neuguinea. Weißt du, welches das ist? Gut, wir suchen jetzt mal einen. Da werden wir sicher einen finden. Gell? Ich habe nicht so gutes Essen, aber ich bin gefangen und jetzt sind wir eigentlich am Ausbruch dran. Ja. Darum streichen wir das 8. einfach durch. Hallo zusammen, liebe Kinder. Schön, sind ihr wieder dabei. Ja, bei uns, seht ihr, da ist immer noch so ein bisschen die Winterdeko. Und müssen wir vielleicht dann mal ändern, weil jetzt ist es ja die ganze Zeit am Regnen. Man kann nicht mehr schlitteln, man kann nicht mehr draussen spielen. Und es ist fast ein bisschen schade, oder? Ja, aber der Regen ist ja auch ein Geschenk von Gott, auch wenn er den Schnee kaputt macht, weil wir brauchen das Wasser zum Leben. Und letztes Mal haben wir ja gelernt, dass alles ein Geschenk von Gott ist. Darum wollen wir Gott loben und preisen mit Liedern. Genau, und darum singen wir jetzt das nächste Lied «Reich beschenkt, reich beschenkt». hast mich begabt und machst mein Leben bunt. Und darum danke ich dir für alles, was vor dir kommt. Ich kann's fast nicht verstehen, dass du einem Mensch wie mir so viel hast vertraut. Nur dir allein gehört dir. Es war mega Freude, als der König Nebukadnezar gemerkt hat, dass der Gott der Bibel der einzige wahre Gott ist. Genau, und in Daniel 4, Vers 34 lesen wir, was er auch selber sagt. Dort steht: Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den stürzt er. Ja, und wie haben auch die anderen reagiert, die das miterlebt haben? Seine Kinder oder Enkelkinder zum Beispiel. Denn von denen stammen nämlich die anderen Könige ab. Los gut zu und du wirst es erfahren. Was ich dir aber schon sagen kann, ist, dass Gott einem der nächsten König mit einer ganz geheimnisvollen Botschaft begegnet ist.
Und zwar so geheimnisvoll, dass er auch fest verschrocken ist. Was ist echt passiert? Heute wird es bei uns ein bisschen geheimnisvoll. Wir wollen einmal schauen, ob ihr gute Spürnasen sind. Wir zeigen euch immer wieder mal Wörter, wo ihr dann herausfinden könnt, was sie bedeuten könnten. Fangen wir doch gerade mal mit dem ersten Wort an. Das erste Wort haben wir sicher super herausgefunden. Es heisst Bibel, genau. Gott hat uns nämlich so genial gemacht, dass wir immer wieder neue Sachen lernen können. Und Gott möchte, dass wir Menschen von ihm lernen. Seit dem letzten Mal hat sich einiges verändert. Der Nebukadnezar, der ist nicht mehr König über Babylonien. Und die Stadt Babel, die ist von Feinden umkämpft. Der neue König, der Belsazar, der macht sich aber darüber wenig Gedanken. Nein, er macht sich eher über etwas anderes Gedanken. Über was echt? Könnt ihr das nächste Wort herausfinden? Genau. Er macht sich Gedanken über ein Fest. Aber nicht etwa irgendein Fest, sondern ein riesiges Fest mit über 1000 Gästen. Stell dir mal vor, hast du etwa schon mal so viele Gäste auf deiner Geburtstagsparty gehabt? Also ich nicht. Aber der Belsazar, der feiert so ein riesengroßes Fest. Er ladet alle wichtigen Leute vom ganzen Königreich ein. Alle zusammen feiern und essen und trinken Wein und haben es einfach gut miteinander. Doch plötzlich hat der Belsazar eine Idee. Er denkt an etwas. Könnt ihr das nächste Wort auch herausfinden? Genau, der Belsazar, der denkt an Becher. Ihm ist nämlich in den Sinn gekommen, dass sein Grossvater, der Nebukadnezar, aus dem Tempel von Jerusalem viele Becher mitgenommen hat. Und die will er jetzt bei sich haben. Und so ruft er seine Diener: Diener, bringt mir die Becher, die der Nebukadnezar aus dem Tempel mitgenommen hat. Die Diener, die sind sicher gerade ein bisschen verwundert gewesen. Das sind nämlich nicht irgendwelche Becher, sondern goldene und silbrige Becher, wo man in Jerusalem zum Gottesdienst gebraucht hat. Vielleicht haben die Diener ein mulmiges Gefühl gehabt, wo sie dann in die Becher Wein eingefüllt haben und es am Belsazar und seinen Gästen gegeben haben. Das sind doch Becher vom Gott von Israel. Ob das echt gut ist, wenn die der König braucht? Ja, hat sich echt niemand über den Entscheid von Belsazar gewundert? Gott hat doch in Babel schon so oft gezeigt, dass nur er der einzig wahre Herrscher ist. Gott hat Daniel gezeigt, dass er den Menschen Weisheit und Gelingen schenken kann.
Er hat auch gezeigt, dass er ein lebendiger Gott ist, der eingreifen kann. Zum Beispiel bei den 3 Freunden im Feuerofen oder beim Nebukadnezar selber. Ja, das alles hätte der König Belsazar wissen können, aber er hat einfach nichts aus der Vergangenheit gelernt. Ja, keiner hat etwas gegen den Willen vom König tun. Der Belsazar und seine Gäste feiern einfach laut und fröhlich. Wenn sie die Becher brauchen, loben sie ihre erfundenen Götter. Das ist eine heftige Beleidigung für Gott. Nicht nur, dass sie die Becher brauchen, wo man eigentlich zum Gottesdienst braucht, sondern man lobt auch noch Götter, die gar nicht lebendig sind, die gar keine Macht haben. Ja, aber plötzlich wird es ganz still im Saal. Der König und die Gäste machen grosse Augen. Wieso echt? Jetzt könnt ihr das nächste Wort herausfinden. Genau. Eine Hand. Der König und seine Gäste, die sehen nämlich plötzlich eine Hand. Aber nicht irgendeine Hand. Die Hand ist nämlich ohne Arm und ohne Körper. Und sie liegt auch nicht nur wie so eine Gummihand, sondern sie bewegt sich. Und sie schreibt etwas auf die Wand. Und zwar mitten auf die Wand, wo der König drauf sieht. In der Bibel steht, dass der König blass ist geworden. Er hat Angst bekommen und ist so kraftlos geworden, dass seine Knie angefangen haben zu schlottern. Der König hat richtig Angst bekommen. Ist echt am Belsazar in dem Moment eingefallen, was der Nebukadnezar schon alles mit Gott erlebt hat. Hat er sich echt geärgert, dass er nichts daraus gelernt hat? Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du hast schon viel von Gott gehört und weißt, dass viele Menschen schon vieles mit Gott erlebt haben. Aber trotzdem kannst du einfach nicht glauben, dass er auch heute noch eingreifen kann. Und man mit ihm immer noch Sachen erleben kann. In der Bibel lesen wir, «Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen.» Das steht in Jakobus 4, Vers 8. Du kannst dich darauf einlassen und Gott sagen, «Ich habe schon viel von dir gehört, aber ich weiss nicht, ob das wahr ist. Ich will zu dir kommen und mich auf dich einlassen. Bitte komm du mir entgegen. Amen.» Gott wird dich beim Wort nehmen und du wirst sehen, dass du auch heute noch ihm begegnen kannst und von ihm kannst lernen. Der Belsazar, der hat das leider versäumt. Das Schlimmste für ihn ist, dass er einfach nicht weiss, was auf dieser Wand geschrieben steht. Was hat euch damals ein König da, wenn er nicht weiter gewusst hat? Wisst ihr das? Könnt ihr das nächste Wort herausfinden? Genau, Gelehrte. Der König Belsazar, der ruft seine Gelehrten. Die sollen ihm die Schrift an der Wand vorlesen und erklären. Doch stellt euch vor, kein einziger hat am König Belsazar die Schrift erklären. Keiner hat seinen Wunsch erfüllen. Da bekommt der König noch mehr Angst. Ja nein, was soll ich denn machen? Ich muss doch wissen, was dort steht. Ja, er war sicher mega verzweifelt und das hat er vielleicht gesagt. Ja, und da kommt dem Belsazar eine Idee. Er könnte ja seine Mutter rufen. Und so macht er das. Vielleicht hat sie auch eine Idee. Und tatsächlich, seine Mutter sagt zu ihm, «Mach dir keine Sorgen. Ich weiss, wie du erfährst, was dort an der Wand steht.» Der König ist sicher mega erleichtert, als er das hört. Sie sagt zu ihm, «Es gibt einen Gelehrten in deinem Reich,
der hat schon am König Nebukadnezar viele gute Ratschläge gegeben, weil er besonders gescheit ist. Der Geist der heiligen Götter wohnt in ihm. Ihn kannst du fragen, was es mit der Schrift an der Wand auf sich hat. Die Mutter von Belsazar, die erinnert sich an Daniel. Aber sie hat keine Ahnung davon, dass der Daniel nicht irgendwelche Götter anbetet, sondern der einzig wahre Gott und zu dem gehört. Schnell holt er den Daniel zu sich und verspricht ihm wertvolle Geschenke, wenn der Daniel ihm nur sagen könnte, was auf dieser Wand steht und es ihm erklären könnte. Und er das nächste Wort herausfinden. Genau, Vorwürfe. Vielleicht hat er gedacht, dass der Daniel sich schon gefreut hat auf Geschenk vom König. Aber im Gegenteil, der Daniel, der macht am Belsazar zuerst mal so richtig Vorwürfe. Er ist hässig, weil der König Belsazar weiss ganz genau, was in der Vergangenheit passiert ist. Er hat mitbekommen, dass sein Großvater, der Nebukadnezar, ein grosser Herrscher war, aber am Schluss wie ein Tier auf dem Feld hat müssen leben, weil er Gott nicht ernst genommen hat. Ja, du hast alles gewusst, schimpfte Daniel. Trotzdem hast du dich so benommen. Du hast nicht nur vergessen, dass Gott der grösste Herrscher der ganzen Welt ist, sondern hast dich auch noch über ihn lustig gemacht, indem du aus dem Becher getrunken hast und deine fremden Götter gelobt hast, die gar nicht leben, die gar keine Macht haben. Aber du kannst es besser machen als der König Belsazar. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas von Gott zu lernen. Du kannst dir zum Beispiel einfach eine Bibel nehmen und darin lesen. Die hat Gott uns extra gegeben, dass wir daraus lernen können, dass wir lernen wie wir sind und wie er ist. Dort steht zum Beispiel, dass Gott gut und gerecht ist und dass er uns ganz fest lieb hat und dass auch wir einander lieben sollen. Das kannst du von Gott lernen und danach leben. Ja, mach's doch besser als der Belsazar und lern von Gott. Der Daniel, der ist vom Belsazar enttäuscht. Und schliesslich stellt er fest, weil du Gott nicht geehrt hast, darum hat er die Wörter an die Wand geschrieben. Und er liest dem König vor, was dort steht. Könnt ihr euch die paar Wörter auch noch herausfinden in Geheimschrift. Dort steht Mene, Mene, Tekel, Parsin. Der Daniel, der erklärt jetzt am König, was das bedeutet. Mene heisst gezählt. Damit ist gemeint, dass deine Tage gezählt sind, o König. Deine Herrschaft hat ein Ende. Tekel heisst gewogen. Du bist gewogen worden und das Licht gewesen. Der Belsazar ist in dem Sinn in den Augen von Gott kein guter König. Und Parsin bedeutet teilt. Dies Königreich wird Gott aufteilen und es anderen Herrscher geben. Ja, das ist aber hart, was da der König Belsazar muss hören. Ist er recht hässig auf den Daniel? Bringt er ihn echt jetzt um? Wir lesen in der Bibel, dass der Daniel auf jeden Fall noch Geschenke bekommt vom König, das er ihm versprochen hat. Aber der Belsazar selber, der hat noch in der gleichen Nacht sterben. Weil die feindlichen Truppen, die sind in die Stadt reingekommen und haben sie eingenommen und haben den Belsazar umgebracht. Wieder einmal ist es so gekommen, wie es Gott vorausgesagt hat. Was Gott sagt, ist wirklich wahr. Und weil er uns so fest liebt, hat er uns sein Wort gegeben, dass wir aus diesem Wort lernen können. Wir können es in der Bibel nachlesen. Ich finde es super, dass wir so viel von ihm lernen können.
Und weil Gott der einzig wahre Gott ist, wenn wir doch gerade noch zusammen das Lied singen. Du bist der einzig wahre Gott. Ja, der Belshazzar hat gewusst, was er eigentlich machen müsste. Gott loben und anbeten. Doch er hat genau das Gegenteil davon gemacht. Und wenn wir auch einfach nicht auf Gottes Wort hören und das machen, was er uns sagt, dann nützt das genau gar nichts. Darum lernen wir von ihm und leben so, dass er Freude hat. Als nächstes kommen wir zum Quiz und wollen doch gerade mal schauen, wie gut ihr aufgepasst habt. Es gibt nämlich wieder etwas Cooles zu gewinnen und... Feine Milkways! Genau. Darum geht zu der ersten Frage.
Womit hat der Belsazar und seine Gäste Gott beleidigt? Antwort A. Sie haben über den Daniel und seine Freunde schlechte Sachen erzählt. Antwort B. Sie haben aus dem Becher getrunken und ihre falschen Götter gelobt. Antwort C. Indem sie die goldenen Gefäße geschmolzen und Götterfiguren daraus gemacht haben. Dann die Frage 2 ist, wer hat dem König den Rat gegeben, den Daniel rufen zu lassen? Die Antwort A, seine Mutter. Die Antwort B, seine Diener. Und die Antwort C, seine Frauen. Frage 3. Was bedeutet die Schrift an der Wand? Die Antwort A, nichts. Jemand hat sich einen Streich mit dem König geleistet. Die Antwort B, die Herrschaft von Belsazar sollte gleich zu Ende sein. Oder die Antwort C, der Belsazar ist in Zukunft macht unheimliche Sachen. Genau zu dieser Schrift in der Wand habe ich etwas für dich vorbereitet einmal. Schau mal, da habe ich ein Bild. Das ist der Belsazar als König. Und er sitzt auf seinem Thron und er hat eine weiße Wand vor sich. Und aufs Mal, schau mal, was passiert. Eine Schrift in der Wand. Der ist mega verschrocken. Es sieht ein bisschen kompliziert aus, aber das ist ganz einfach und du kannst das daheim machen. Schau mal, es hat ein Streckchen. Ich nehme es raus und du siehst, wie du das machen kannst. Das sind 2 Papiere, die du am Schluss des Videos finden und ausdrucken. Der erste musst du an einem durchsichtigen Papier ausdrucken und der zweite an einem ganz normalen. Du tust sie verbinden mit einem Kleberli und zusammenfalten. Und da brauchst du ein Cover oder ein Nafia-Blatt, das du zusammenfalten tust und zumachst. Und dann, wenn du das rein tust, tust du nur ein Zettel rein und das zweite ist von hinten. Und da kannst du das auch allen zeigen, was der König Belsazar gesehen hat. Die Schrift an der Wand. Und ich hoffe, du weißt noch, was es bedeutet. Das haben sie gerade gesagt in der Quiz. Und wenn es fertig ist, kannst du ausfüllen. Jetzt bin ich gespannt, aber was noch kommt. Gehen wir zurück ins Studio. Danke vielmals, Christina. Ich bin gespannt, was die Kinder basteln oder besser gesagt, was sie uns zusenden, was sie bastelt haben. Und jetzt geht es weiter zum Knüsli. Er war ja das letzte Mal mit dem Kurt im Büro und hat dort etwas gesucht. Jetzt sind wir gespannt, ob sie es schaffen, rauszukommen, bevor er zurückkommt und was sie dort überhaupt alles findet. Du Güde, ich habe mir schon fast den ganzen Raum abgesucht, aber ich finde einfach nichts. Ja, ich glaube, die Luft ist sowieso gerade rein, gell? Ja. Dort hinten, in diesem Bereich habe ich noch nicht abgesucht, aber ich weiß nicht, ob es dort etwas hat. Sapperlotto. Da hat es nur Teddybären und so Geschmäus. Wo haben sie echt nur so einen Plan? Suchst du so in diesem Bereich und so? Geschaut, ja. Weißes Blatt für Kinder zum Spielen. Das ist Hey, Güde, wo hast du es gefunden? da in der Ding schon. Nicht weiss. Ja, wie deine Haare eigentlich. Aber weißt du, hast du nicht dran geschmückt? Schmück mal. Schmecken nicht. Doch, weißt du, ich habe dir noch mal erzählt, als ich hier in Amerika war, oder? Vorher war ich noch im Nachbarland von Papua Neuguinea. Weißt du, welches das ist? Ui, Geografie. Keine Ahnung. Das ist Mama Neuguinea. Oh, ja, sag. In Mama Neuguinea hat es eine ganz spezielle Schneckenart. Okay. Die sind zuständig für so eine Spezialschrift oder Geheimschrift. Und in dem Sinn lassen die alten Einwohner von Mama Neuguinea die übers Blatt kriechen und schreiben in dem Sinne ihre geheimen Schriften. Oh, mega. Ja. Wir haben auch einen Schneck gesehen in der Küche, aber das ist ein bisschen gefährlich. Jetzt. Die kommen noch nicht zurück. Das Problem ist, wir müssen eigentlich gar nicht in die Küche. Wir brauchen nur eine Wärmequelle, wo wir das Blatt bewärmen können und nachher sollte die Schrift sichtbar sein. Okay, oh wow. Oh, ich habe doch mal einen Föhn gefunden. Ui, Oh, da ist er. Hey, mega. Sehr.
Jetzt müssen wir nur noch Steckdosen haben. Das sieht nicht danach aus, als der eine hätte. Hey. Hey, aber wir suchen einfach weiter. Wir finden sicher eine Steckdose und dann wären wir mal den Plan. He? Ist das gut? Aber dass du ihnen keine hat beim Professor? He? Komisch. Ich habe mal aus einer... Weißt du, ich habe mal im Internet über eine Story gelesen, dass er mal aus Versehen eine Steckdose reingelangt hat und darum hat er jetzt so verzuselte Haare. Okay. Zum Glück haben wir schöne, gell? Ja, sag nichts. Zum Glück langen wir nicht die Steckdose rein. Das weiß doch jedes Kind, dass wir das nicht dürfen. Gut, aber wir suchen jetzt mal einen. Da werden wir sicher einen finden. Gell? Da noch? Nein, auch nicht. Ist immer noch gut, gell? Oh, da hinten hat es glaube ich einen. Sieht gut aus. Super. Ui, kannst du mir den Föhn perfekt. geben? Dann ich mal anfangen Also, Föhn. excuse mir nur, weißt du, ich bin Spezialist, so, weißt du, Gutzli backen, Wärme, das ist mein Ding. Oh, okay, ja. Ist Das gut. machen wir doch mal. Macht es halt der Küche. Ja, hallo? Hoi Knüsli, so schön verwünschen wir dich. Ja, Sali zusammen. Gar nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht, da mit dem Handy da zu machen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Empfang gehabt. Da der Raum scheint gut zu sein. Ja, plötzlich Empfang. Du, wir haben eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an mich. Ja, eigentlich mehrere. Ja, was wollen die denn wissen von mir? Wie geht's dir eigentlich? Wir haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich wohl. Ich habe nicht so gut zu essen, aber ich habe gefangen und jetzt sind wir eigentlich am Ausbruch dran, ja. Eigentlich stören die im Moment gerade unsere Ausbruchspläne, ja. Ja, aber es ist mega dringend. Du kannst doch nachher wieder ausbrechen. Ja, was denn? Wir haben da eine Zeichnung bekommen von einer Familie, die einen Schneemann gebaut hat, der 8 Meter groß ist. Und sie sagen, der schmilzt den ganzen Sommer über nicht. 8 Meter noch, hey nochmal. Das ist im Fall eine sehr, sehr, sehr gute Erfindung, das muss ich loben. Ich persönlich habe das ja auch mal probiert. Das Problem war, ich habe es auf 1,70 Meter gebracht. Und dann ist der Sommer gekommen, hat das Sühneli runtergebrutzelt, und mein Schneemann, der Florian, ja, ich habe ihn übrigens Florian getauft, der ist in dem Sinn, das ist das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist. Ja, Florian. Im Winter tue ich dich dann wieder aufbauen, ja. Dann gibt es das Florianli, den Sohn von Florian sozusagen. Ja, ich hoffe, dass das Ihnen ja nicht passiert. Oh, hey, was haben die da hinten in der Kamera? Da sehe ich auch noch etwas von Rüebli-Schlüssel. Ja, das hat unsere Familie geschickt. Wow, mega gut. Da muss ich noch erwähnen, ich bin übrigens an einem neuen Schlüssel zu entwickeln dran, am sogenannten Fleischschlüssel. Der ist erstens feiner zum Entwickeln, man muss in Fleisch hineinknäbeln, und zweitens ist der gesund, aber doch fein. Voll cool, sehr cool gemacht. Du hast sicher noch schnell Zeit. Wir haben uns da immer noch den Kopf zerbrochen wegen dieser Rechnung, die Joshua damals gesagt hat. Das war doch so eine grosse Rechnung. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es gibt. Da müsste ich jetzt sogar direkt den Dr. Professor Alois Knüsli holen. Der wüsste das sicher mit seiner Formel. Und wir würden jetzt gerne mal wissen, wie wir das ausrechnen. Klar, ja, das kann ich machen. Könnt ihr mir noch mal kurz die Rechnung sagen? Ich tue schon mal das Handy da platzieren. Und nachher tue ich das da an der Tafel da hinten, tue ich euch das vorrechnen. Da noch ein Stift. Oh nein, da hat es einen besseren. Also, die Rechnung wäre was? Also, 317.895 mal 8.281.734. Ja, liebe Kinder, das ist in dem Sinn eine verzwickte Situation. Da muss man ganz einfach die sogenannte babylonische Formel anwenden. Wir sehen in dem Sinn jede Zahl als Einzelnes sehen, das 3 als Einzelnes und so. Und weil Babylonier sehr gerechte Menschen sind, ist es in dem Sinn gemein, wenn die Einzahl länger ist. Darum streichen wir das 8 einfach durch. Das hat der sogenannte babylonische König
der hat Nepomuk, irgend so etwas mit Nebu geheissen. Der hat das in dem Sinn erlaubt, dass man das so rechnen. Und dann schauen wir jetzt in dem Sinn schauen, es ist die Babylonier früher sind ja zum Beispiel das Kriegervolk, die haben jede Zahl als Soldat gesehen. Dann tun wir es einzeln gegeneinander antreten lassen, als wäre das ein sogenannter Wettkampf. Also 5 gegen das 4. Das 5 wird einer übrig bleiben und das 5 hat in dem Sinne das 4 besiegt. Machen wir weiter. 9 gegen 3 gibt in dem Sinne 6 Differenz. Das 3 ist besiegt worden vom 9, das 8 gegen 7. Das gibt es 1. Machen wir das weg. Dann das 7 gegen das 1, das gibt nochmal ein 6. Oh, und jetzt sehen wir, das 1 verliert gegen das 8. Also ist das -7. Dann haben wir das weg, das weg. 3 gegen 2 gibt 1. Haben wir das weg. Und jetzt der schlaue Babylonier oder die schlaue Babylonierin überlegt. Wir tun jetzt alle einzelnen Ziffern, die wir haben, zusammenrechnen. Also 1 plus 6 plus 1 plus 6 minus 7 plus 1. Das gibt 12, 13, 14, 15 minus 7 gibt 8. Also ist die Lösung des Problems von der ganzen Rechnung babylonisch aufgesplittet 8. Das sollte so stimmen. Wirklich, unglaublich. Ja. Wichtig ist einfach, dass man das wirklich systematisch aufschlüsselt. Ja. Ja. Hey Knüsli, es funktioniert im Fall. Oh, gut, ich komme gerade. Mit dem Geschwind dran, gell? Wie mit dem Geschwind Am Telefon, oder? Am Telefon mit dem Geschwind? Nein. Hey, wie? Oh, stimmt, ich könnte ihm ja noch anrufen. Oh, das ist nicht mit ihm? Nein, eben. Es tut mir mega leid. Ich rufe ihm gerade an. Super. Ha, jetzt hat er einfach aufgehängt. Mega komisch. Ja, du. Okay. Das ist erhalten. Genau. Küde? Wieso Küde? Ich habe ja die geniale Idee mit dem Schlüssel, oder? Ja. Und dann habe ich noch die geniale Idee mit dem Gutzli, oder? Mit dem Föhn jetzt auch? Ja, ich bin dem Sinne geschieden. Dann verzeihst du mir jetzt sicher, das Handy hat leider kein Akku mehr. Nein. Kein Saft, niente caliente, einfach weg. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Es tut mir leid, aber du bist ja auch noch nicht viel weiter da mit dem Doch, du, was kommt? Schau jetzt. Ist am Kommen? Oh, jetzt kommt es dann gerade. Hammer. Wie hast du gut gemacht? Wow, dass das funktioniert. Mit dem Mega. Es wäre ja viel einfacher mit dem Plan. Gell? Sapper. Das muss ich sagen, das hast du gut gemacht, deine Gutzli-Bach-Erfahrung. Das merkt man. Deine Idee gewesen, gell? Das war dein Föhn. Jetzt, Genial. Jetzt müssen wir eigentlich nur, jetzt laufen wir da raus, nachher müssen wir da rechts voll Freiheit. Das ist so cool. Ist gut da. Genau. Hey, das ist schon super, haben wir das Wärmequellen hier gefunden. Hey, mega. Was sind wir? Ich glaube, da sind wir jetzt. Meinst du, wir sind da? Ich bin eben nie sicher, weißt du, bei so Plänen, ob ich oben heben oder ob etwas verkehrt sind. Das sieht nicht schlecht aus. Da das Ding, oder? Ja, das wäre da. Dann müssten wir so Zack. Ja. Also wär's auch Ich der wäre auch da. Nächste Ich müsste habe immer recht, ja. Also, immer recht. nicht ganz, aber... Also dort, wo du Rüebli gehabt hast, hast du nicht recht gehabt. Weißt du, was du gegessen hast? Übrigens, da bin ich immer noch böse. Nein. Habe ich euch! Sofort stehen bleiben! Ich habe euch! Hier bleiben! Ich glaube, ich muss kurz auf die Toilette. Ich habe einen Termin. Es kommt da! Das war jetzt knapp gewesen, hä? Mega knapp, Sapperlot. Gut, ich verschrocken. Das Mitterli da, das ist wirklich etwas Gutes. Ja, das ist mega. Ich tue das mal am geschwind ins Essen, ist gut. Ja, okay. Aber er hat es verdient, der ist schon lange nicht gekommen. Ja, das ist recht, ja. Jetzt müssen wir da durch. Ja, genau. Super. Hey, wow, mega Glück! Sie sind jetzt gerade noch davon gekommen. Jetzt müssen sie wirklich schnell den Plan checken, damit sie dort rauskommen. Hoffentlich schaffen sie das aufs nächste Mal. Wirklich.
Ja, und wie geht es echt dem Schneemann da hinten? Ja, Ist der Regen echt schon in sich zusammengefallen oder steht er noch irgendwie ein bisschen? Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz schöne Woche und freuen uns auf nächstes Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Gott hat uns nämlich so genial gemacht, dass wir immer wieder neue Sachen lernen können. Und Gott möchte, dass wir Menschen von ihm lernen. Hast du etwa schon mal so viele Gäste auf deiner Geburtstagsparty gehabt? Also ich nicht. Aber der Belsazar, der feiert so ein riesengroßes Fest. Er ladet alle wichtigen Leute vom ganzen Königreich ein. Das sind doch Becher vom Gott von Israel. Ob das echt gut ist, wenn die den König braucht? Er hat auch gezeigt, dass er ein lebendiger Gott ist, der eingreifen kann. Ja, das alles hätte der König Belsazar wissen. Und sie schreibt etwas auf die Wand. Und zwar mitten auf die Wand, wo der König drauf sieht. Gott wird dich beim Wort nehmen und du wirst sehen, dass du auch heute noch ihm begegnen kannst und von ihm kannst lernen. Ja, du hast alles gewusst, schimpfte Daniel. Trotzdem hast du dich so benommen. Mene, tekel, parsin. Dein Königreich wird Gott aufteilen und es anderen Herrscher geben. Wieder einmal ist es so gekommen, wie es Gott vorausgesagt hat. Was Gott sagt, ist wirklich wahr. Und weil er uns so fest liebt, hat er uns sein Wort gegeben, dass wir aus diesem Wort lernen können. Wir können es in der Bibel nachlesen. Ich finde es super, dass wir so viel von ihm lernen können.